Voller Tatendrang wagen wir uns ins nächste Abenteuer. Hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds, Master of the Cards. Eben noch in der 7. Etage halt, stecken wir hier fest und ja, catchen mal so just for fun gegen einen neuen Trendsender, der irgendwie ein Magier-Deck besitzt, wo ich mich auch frage, ob es vielleicht sogar der schwarze Magier enthalten ist. Das wäre cool. Ja, dann hoffen wir, dass wir auch neue Drachen beschwören können, zum Beispiel den roten Nova-Drachen oder den Sternenschnuppendrachen. Auch natürlich, um die Animation jeweils freizuschalten, die es hoffentlich gibt bei den beiden super starken Monstern. So, relativ gute Karten für den Anfang. Dann wollen wir mal wieder. Sehr gut, sehr gut. Alles klar, auf meinen ersten Zug. Breaker, den magischen Krieger im Angriffsmodus. Und er kriegt ein kleines Power-Up. So, noch eine Karte verdeckt und das war's fürs Erste. Geht es wohl auf? 42 Karten im Deck, 15 Synchromonster. Könnte klappen, kann auch schief gehen. Wir werden sehen. Was ist denn das für ein Vieh? Das gibt's doch nicht. Finsternis wurde ausgewählt. Okay, und jetzt? Geomantikerin der Eisbarriere. Angegriffen werden. Au, Scheimkleister. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Hä? Das ist... Moment mal ganz kurz. Wie war das denn schon wieder? Eine Karte mit einer Eigenschaft. Das ist Finsternis... Also, es, wie auch immer, oder Schrotthaufen hat Finsternis gewählt. Das heißt, er kann das Teil in Finsternismonster nicht angreifen. Jetzt hat er aber also Wasser gewählt. Das ist doch unlogisch. Jetzt kann ich wieder angreifen. Hä? Kapiere ich nicht. Ist mir ein little bit zu hoch. Ja, dankeschön. Was? Dolmen oder Finsternis. Okay, er kann also nicht von Finsternis angegriffen werden. Tja. Von mir aus. Natürlich ein bisschen anders geplant, obwohl 800 nur. Das geht die. Also gut, rufen meine Plünder Captain im Angriffsmodus. Weil ich gerade so viel Bock drauf habe. Und dann kommt der Vince Resonator ins Spiel. Jetzt haben wir gerade aber irgendwo noch... Ah, ja, natürlich etwas. Krieger mit 7 Schwertern, weil ich eine Ausrüstungskarte auf der Hand. Das ist doch gerade perfekt, Freunde. Um auch mal den euch vorzustellen. Und da kommt er ja schon. Der Krieger mit den 7 Schwertern. Riederfliegen. Den Gegner kontrolliert und es zerstören. Genau, also der Effekt ist echt genial. Gemeinsam sind wir stark. Und du verlierst ein paar Punkte. Das ist doch einfach krass. Oh yeah. Tja, und nun Krieger mit den 7 Schwertern. Greif sein Monster an und vernicht es! Das hat ein bisschen wehgetan, wa? 3000 mit einem Angriff wäre nicht schlecht. So, nun, der Captain. Ja, ich kann auch noch, geil! Tja, ich würde mal sagen, das reicht fürs Erste, wa? Ich hab dich schon genug bestraft, aber er hat eine geile Fähigkeit. Wie gesagt, das liebe ich so ein Synchromonster. Du kannst so viel im Deck haben, so viele verschiedenen. Die stören sich eigentlich gegenseitig gar nicht. Du kannst immer wieder neu beschwören. Halt, ja, immer ein bisschen natürlich aufgrund der Situation gerade und einfach geil. Die Kontrolle gerade auch noch. Also, wait mal. Einmal später Spielzug. Kannst du die Karte wiederlegen? Geht ja gar nicht, das ist gar kein doofes Monster. Hey, willst du mal verarschen? Was ist auch das mit dem Schaden gemeint? Mal gucken.
Ich rufe Grünbassynchroniserer im Angriffsmodus. Tja, der Effekt geht zwar nicht, aber ja, mache ich nachher alles. Was nochmal synchronisieren? Achso, geht ja, stimmt ja. Aber jetzt habe ich keinen Bock. Nee, jetzt nicht. Naja, also im Marketing war das ein bisschen läppisch. Sorry Kumpel, aber nee. Das geht auch ein bisschen besser. Das auch jetzt. Und der Captain kommt zum Schluss noch. Ich lebe noch. Haha. Du wirst mich nicht verarschen. Ja, ich mach mich nicht in die Hose. Doch, du machst du gleich in deine metallischen Unterwäsche. Und zwar dank dessen Effekt. Hä, wieso? Ein paar Spiele sind so. Ich will doch gar nichts. Hey, will mich verarschen? Wieso kann ich den Effekt nicht so aktivieren automatisch? Ja, toll, jetzt werfe die Karte ab, na und? Was ein Quatsch ist das denn? Oh, Menno, also vorhin, hey, ich verstehe nicht ganz. Es hat jetzt irgendwie den Effekt am Ende des Zugs aktiviert, weil es steht ja einmal pro Spielzug. Wie dann gegen 800 Punkte Schaden. So wollte ich jetzt machen, ging aber nicht. Entweder ist ein Fehler in der Übersetzung oder aber es wird wirklich automatisch pro Ende des Zugs ausgeführt werden. Oder aber dritte Variante ist, ich hab's irgendwie, beziehungsweise gar nicht richtig ins Spiel integriert oder geskriptet, wie auch immer. Ja, okay, wenn ich sowieso schon dran bin. Und ganz kurz zum Schluss, dann geht's ein bisschen schneller. Flamwell Power. Steht doch echt einmal Spielzug, für dann gegen anderen Punkte Schaden zu. Also irgendwie wollte ich gerade aktivieren. Hätte ich einfach warten müssen oder war das echt ein Fehler, dass irgendwie im Spiel integriert ist? Also sprich nicht richtig programmiert ist, dass einfach nur einmal das macht, nachher nicht mehr. Crazy. Auf jeden Fall ein bisschen verrückt. So, nochmal gewonnen. Also bis jetzt funktioniert unser Deck damit 42 Karten. Erstaunt mich selber ein bisschen, muss ich zugeben. Obwohl ich hatte schon mal eine Situation mit 42 Karten im Deck. Da habe ich echt irgendwie, glaube ich, mal überlegen, aber waren sicher etwa 20 Duelle, die ich hintereinander gewonnen habe. War das schon krass. So, kommt noch einer. Nö, gut, Glück. Und weg hier, und weg hier. So, trinken wir darüber. Zack, zack, zack. Natürlich jetzt benutzen und Dankeschön. Gut, offen wäre es. Ich habe noch eine AP. Natürlich ein bisschen doof. Ich hoffe natürlich, dass es hier noch ein bisschen mehr gibt. Sonst dann der Gegenstand weg. Toll. Der Gegenstand ist weg. Ja, darum ist mir ein bisschen egal, um da zu sein. Jetzt mal gucken, was hat denn der da unten? Herrscher der dunklen Magie. Ja, wer es glaubt. Also, geht relativ gut hier. Wieso kriege ich hier so viele Schlüsselkarten? Aber den auch schon? Nee. Ich ihn noch nicht. Okay. Okidoki, gehen wir mal hier hoch und gucken. Ja, geht das bewegen? Nee, natürlich nicht. Das Roulette muss sich drehen. Ja, kann klappen. Sagenhafter Grimo, was auch immer das sein soll, keine Ahnung. Die Karte sagt mir gerade nichts. So, das ist ein sagenhafter Legion. Das ist sagenhaft, hey. Yep, bitte aufmachen. Also irgendwie geht diese Etage ein bisschen sehr viel schneller als die anderen. Oh, täusche mich da. Ne, brauche ich gar nicht mehr. Aber Spaß macht es trotzdem. So, und offen wär's. Sehr gut. Aber trotzdem, wieso gab es hier noch einen finsteren Außerwelt, nicht mehrere? Na gut, könnte natürlich sein, dass auf dem letzten Fragezeichenfeld da rechts unten noch eine wäre.
Theoretisch wäre es ja möglich. So, was hat die Zeit? Hat noch ein bisschen. Okay, da kommt ein neuer Schrotthaufen. Hatten der was drauf? Ich hoffe mal nicht vor der Verwüstung, ist mir gerade egal. Dann gehen wir hier runter. Der ist schon für so ein richtiger Magiermeister. Da mal gucken, was er wirklich drauf hat. Herrscher der dunklen Magie, es gibt nur einen, Leute, es gibt nur einen. Den Pharao. Natürlich auch Yugi. Der König der Spiele. Oh, ja, kann ich erwähnen. In dem Menü und raus bin ich. Nee, doch nicht. Gut. Umso besser. Mein Rücken. Herrscher der dunklen Magie. Ja, sag doch endlich mal die dunkle Magier. 6 Monster im Fusionsdeck. Beide Ketten auf der Hand. Das haben wir noch nicht selten gesehen. Und ja, Freunde, ist eine neue Zauberkarte, die wir haben. Die Lichtschwerter. Habe ich auch aus Dark Beginning 1 gezogen. Verteidiger! Oder Defender, der magische Ritter. Der hat eine geile Fähigkeit. So was mit du kontrollierst. Ja, irgendwie sowas, genau. Die Frage ist, was mache ich jetzt hier am besten? Ach, schon mal ein bisschen Zeit. Das reicht auch schon. Breaker gegen Defender. Hier kommt der Breaker. Dankeschön. Servus, Kumpel. Hab dich ja lange nicht mehr gesehen. Okay, bald auf dem Feld ist cool. Lichtfinsternis. Sag aber bitte nicht, dass du auch noch einen Chaos-Ex im Deck hast. Das wäre natürlich ein bisschen fehl dann. Also fehl für mich natürlich. Und das tut weh. So, jetzt hat er keinen Empfängermonster. Wenn ich schon mal Gehirnkontrolle auf dem Feld habe, wäre es wieder praktisch. Komm, liebes Deck, komm schon, komm schon. Jetzt vernichtet ein weiteres Monster. Das geht doch nicht. Nee. Ja, scheinbar geht's doch. Oh, was war das denn? Das war ein Gruß aus der Hölle. Naja, fast wortwörtlich. Ah, zwar relativ starke, mittelstark, wie auch immer Monster auf dem Feld. Was mache ich denn wohl da? Ah, setz mal das Monster verdeckt und setz mit ihm im Verteidigungsmodus und guck mal weiter, was er jetzt so treibt. Oh, Entschuldigung. Ah, jetzt bin ich aber ganz durch ins Mikro gekommen. Das war gerade ein bisschen sehr doof. So, mal ein bisschen richtig. Ah, komm schon, Mikro. So, jetzt stimmt's wieder. Was magisches Exemplar? Magisches Exemplar. Okay, das heißt, du bist kein Mensch oder was? Du bist nur ein Gegenstand? Keine Ahnung. Und das tut wiederum ein bisschen weh. Oje, mine. Das bringt nichts, sonst ist du stark. Die Geisterwache. Du kannst sie nicht zerstören. Nee, das geht nicht. Das ist unmöglich. So, heute ist mit Empfängern gar nichts los, oder was? Freunde Revolte, mal gucken, was ich jetzt ziehe. Ja, geht doch. Die Frage ist, was ich mache jetzt genau. Kommt der mal weg? Nachher haben wir noch weiteren Deck. Das geht schon. Zack, zack. Oh. Stimmt, da war ja noch was. Stufe der sammeln entfernt das. Ach so. Genau, wir sind natürlich Stufe 2 und ist natürlich ein bisschen fehl in diesem Sinne. Also aktiviere ich mal Gehirnkontrolle.
Damit gehört dein Breaker für einen Zug lang mir. Zack, zack. Boah, gleich 2 Stück mal. Vielleicht gar nicht mal so übel. Zack, Breaker. Blub. Und eine Karte ist im Arsch. Fusion war es, okay. Nichts Besonderes, dazu holen wir jetzt mal den Zombie im Angriffsmodus. Zombie. Gut, Stufe 6 Monster. Wieder Goyo-Wächter? Das ist schon lange nicht mehr. Nein! Ja, verdammt! Oh, verdammt! Verklickt! Das gibt's nicht! Goyo-Wächter, ja, servus, Kumpel. Oh, ja, du mich auch. Das ist jetzt ein bisschen doof. Okay, muss ich halt. Ja, für das gibt es immer einen Plan B, nicht wahr? Zombie, oder ein bisschen früher zurück, als ich eigentlich wollte. Schicke ich mal meinen eigenen Breaker zurück ins Deck. Was fehlt zurück? So, jetzt machen wir es gleich nochmal. Rufen halb Flamme-Loki saß. Ne, kein Stufe 8 Monster garantiert nicht. Oh, der wäre vielleicht noch geil. Ne, ein anderes Mal. Den rufen wir ein anderes Mal, liebe Freunde. Siu. Oh Mann, Geisterwache. Wenn nichts an geopfert. Das wir noch gebrauchen können. Flammenloki saß. Mega Power. Okay, also mache ich jetzt genau mit Okisas angreifen, genau. Weil es müsste ja er eigentlich eine besondere Fähigkeit aktivieren. Yep, die Marke entfernen, kriegt zwar einen Schaden, aber sein Monster bleibt auf dem Feld. Und er kriegt mehr Power. Ging das jetzt runter? Gibt es gerade keinen Sinn? Hey, wieso ging das runter? Achso, oh. Jedes Monster einen Karte entfernt, den du kontrollierst. Ach so. Ja, das ist natürlich clever. Da habe ich den Effekt nicht richtig gelesen. Trotzdem geht das Monster. Naja, also nicht down, aber kriegt immer ein paar Schadenspunkte. Das ist doch auch etwas. Oh. Geht doch down? Verstehe ich nicht. Geht der Effekt nur einmal pro Zug? Ah, genau, pro Spielzug. Immerhin ist noch und ja, mein cooles Artwork, Stufe 4, 2000 Defense, ist doch eigentlich ganz geil. So, und das war's das erste. Was machst du nun, du allmächtiger Meister schwarzen Magie? Bubu, ich habe ja so Angst. Gespür für Zauberkraft. Das wird gleich ganz übel, Freunde. Wie nur ein Stufe 4 Monster? Du könntest doch. Alter, als das Karten nochmal aktiviert hätte. Oh, geht das überhaupt? Was natürlich gar nichts. Oh, oder den, aber Alter, hat doch einen schwarzen Markt oder schwarzen Mangels Chaos rufen können, alles Mögliche. Ach Mann, das bringt doch nix. Was zum Henker treibst du da? Dann wird die Karte nichts mehr. Crazy. Na gut, habe ich wieder Break auf der Hand. Natürlich auch nice, aber jetzt erstmal greifst du an. Flammenvelour-Kesas. Vernichte Breaker, den magischen Krieger. Okay, ja, nicht vernichten. Ein paar Punkte abziehen ist doch auch was. Sehr schön, geht doch. Und gehen wir jetzt auch ein bisschen auf die Nerven. Ist zwar eigentlich ein geiler Effekt, aber ich will jetzt nichts riskieren und so. Und deswegen wirst du vernichtet. Uldrio, die Waldfee. Nur diesmal nicht. Kein Bock drauf, du. Bis jetzt geht es immer noch auf in unserem Deck. Ist echt der Wahnsinn. Okay, habe ich bald wieder mal ein neues Empfängermonster, weil man kann die
Karten nur einmal pro Zug spielen? Ah ja, okay. Kann die Karte nur einmal pro Zug spielen, deswegen. War schon gewundert, hey. Stufe 4 Mons können ja bereits mal einen Schwarzflügel rufen. War doch auch ganz, ganz nice. Okay, verdeckte Karte, von mir aus. Gut, dann rufe ich jetzt endlich mal meinen eigenen Breaker, den magischen Krieger, im Angriffsmodus. Tja, und wie üblich haben wir eine besondere Fähigkeit und vernichten eine Zauberfallenkarte auf der Seite des Gegners, auf unserer eigenen sogar, aber nee, es ist natürlich die des Gegners. Wollte uns verarschen, ich glaube es nicht. So, noch ein paar Karten drauf, wa? Aber ist mir egal, Und das tut jetzt richtig weh. Ja, Mann, 3000 Punkte. Und er hat nichts mehr. Nee, er hat jetzt gar nichts mehr. Und das Monster geht down. Breaking Breaker. Tja. Ein Sieg für den Breaker, oder für den breakerischen Break der beiden. Nüpp, auch das lassen wir. Und wieder mal, Freunde, ist das Duell so gut wie gelaufen. Ja, keine Chance mehr gegen uns, nicht die geringste. Außer natürlich hat irgendwie Blitzschlag auf der Hand. Also sprich Blitzeinschlag natürlich, der 3G-Key. Schwarzes Loch, wobei die letztgenannten wären ja verboten noch. Von dem her glaube ich es eher weniger. Und da wird es für uns Zeit, das Duell zu beenden. Soll ich? Die Versuchung ist groß. Ich mach's. Und nur für Rose, die Kriegerin der Rache. So, und nun, just for fun, rufen wir nach. Nee, was mit dem? Den Schwarzflügeldrachen. Den wir zwar eher selten brauchen, aber auch der hat noch seine eigenen coolen Effekte. Geil Auftritt, Kumpel. Und da ist der schwarzgeflügelte Drache. Ja, bei ihm ist es vor allem so, wenn es halt um Effektschaden geht, nicht wahr, dann können wir eigentlich dann seine Fähigkeit aktivieren, sprich wir können ihm diesen Schwarzfeder als Zielmarker hinlegen. Dafür sinkt es einen Angriffspunkt, aber nachher können wir diese auch wieder alle irgendwie auf andere Monster legen. Er steht so, kann es gerade entfernen. Um ein offenes Monster den Gegner kontrolliert sind und Angriffspunkte für die Schwarzfeder als Zielmarker verlieren zu lassen, der Gegner Schadenhöhe der Angriffskraft zuzufügen, die das Monster durch diesen Effekt verloren hat. Also sprich, es ist ein ganz, ganz praktischer Effekt für, naja, halt wie gesagt, Effektdecks. Und einfach Decks, die darauf beruhen, um die Lebenspunkte direkt anzugreifen. Aber jetzt erst einmal ist er sauer! Das könnte wehtun. Und tut es auch, Freunde. Und auch dieser Trendsender ist ein Fall für einen Schrotthaufen. Wieder mal gehört der Sieg uns. Yeah. Und wir kriegen immer weiter geile DHPs. Tja, scheint echt so, dass 42 Karten ja, eine gute Strategie ist momentan noch. Und deswegen das jetzt auch noch fürs Erste. Jetzt sind wir trotzdem mal weiter und bewegen nochmal das Roulette. Und dann können wir im nächsten Part direkt mal gegen den nächsten Schrotthaufen antreten. Und natürlich auch noch mit Duelli gucken und Lazar. Und dann sehen wir, dass dort auch noch vonstatten gehen wird. Ja, kommt wieder. Aber ist mir egal. Das ist ein neues Deck. Mal ganz kurz Cookie machen. Nö, das gleiche. Ja, schon vor allem. Du kannst gar nichts. Willie Dawson, Einzelschuss. Was wir gegen uns catchen? Oder der, wie soll das? Drachenritter. Okay, Freunde, im nächsten Part geht es dann hier weiter gegen die beiden plus Lazar. Und mal gucken, was das Spielfeld noch so weiteres für uns bereithalten möge. Bis zum nächsten Mal bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Ciao zusammen.